Guten Tag, ihr Leid. Hier sind wir auf dem Weg über die Backsteinstraße nach Mythnia City. So. Weil so langsam wird es brenzlig. Wir müssen die Rem, die Zukunft, ja sogar die ganze Welt retten oder so. Also Professor Bruch und ich haben die Nacht durchgearbeitet und herausgefunden, wie man das Zahnrad zerstören kann. Wir haben uns gedacht, wenn man es nicht kaputt machen kann, können wir vielleicht dafür sorgen, dass es sich selbst zerstört? Hä? Ja, genau. Okay. Wir haben das Diagramm, das mitgebracht wurde, genauestens studiert und festgestellt, dass das Rad zahlreiche Schwachstellen aufweist. Wenn wir dort ein kleineres Zahnrad einbauen und sich das große Zahnrad dann bewegt, passen die Zähne im Getriebe nicht mehr ineinander und es zerstört sich selbst. Ja, okay, das ergibt Sinn, ja doch. Oh. Ich kapiere nix, aber es klingt zumindest irgendwie genial. Ja, wirklich? Also der Professor meinte, wir sollten es störendes Zahnrad nennen. Und hier ist das Rezept. Tut mir leid, dass ich es so krakelig gemalt habe, aber ich war zu müde, ordentlich zu kritzeln. So, ich habe Rezept für ein Zahnrad erhalten, okay. Aber um das Zahnrad zu bauen, brauchen wir die Kraft vieler Leben. Wie sollen wir das überhaupt anstellen? Ja, wir haben doch unsere Verbündeten von der Erkundung des Abgrunds. Die können wir um Hilfe fragen. Okay, erstatte Edward Bericht. Okay. Wo ist denn Edward? Ich weiß nicht, aber ich gehe mal darüber. Aber weil wir gerade so schön vorbeilaufen, werde ich diese Stufe 12 Eiche fällen. Ich habe mir ein paar neue Leute dazu geholt. Und die müssen wir jetzt auch noch ein bisschen aufleveln, wie sich das gehört, ne? Alter, mit einem Schlag Stufe 12 Eiche platt gemacht. So muss das sein. So. Wo ist denn Edward? Der ist doch nicht hier, oder? So, da werden wir doch mal gucken. Da hinten? Weiß nicht. Ach, beim Drachen, ach so. Ja, das hätten wir auch einfacher haben können. Da hätten wir jetzt halt extra hinlaufen müssen. Aber ist ja kein Problem. So, der ist in der Gegenwart, genau. So, dann gehen wir jetzt also dahin und sagen Edward, guten Tag. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich soll also ein ganzes Zahnrad bauen. Ich hoffe, dass dafür meine Skills da reichen. Oh, hallo Edward. Das Zahnrad soll sich selbst zerstören. Ich verstehe. Wir setzen es gegen sich selbst ein. Gut, dann erklär am besten du allen, was zu tun ist. Ich weiß es ja selbst nicht. Achso, das mache ich jetzt offscreen. Ah ja, sehr gut. Okay. Das sind alle meine Verbündeten? Nee. Ich habe mich aber... Ach so, das sind all die Meister quasi. Okay. So und so sieht's aus, ja? Ihr wollt ein störendes Zahnrad bauen? Ja, bitte helft uns dabei. Wir brauchen dafür die Kräfte all eurer Leben. Wenn ich mich jetzt aus dem Staub mache, wäre das halbherzige Arbeit. Sowas mache ich nicht. Klingt nach einem großen Job, aber gut. Wir bauen ein Rad der Zeit. Leute, aber wir bauen ein zerstörendes Zahnrad. Nur, dass das klar ist. Zuerst sollten wir alles Nötige dafür besorgen. Darf ich mal das Rezept sehen? Okay, bitteschön. Eine gute Kunubi. Also ein verborgener Zeitstein, ein Zeitstamm, ein Zeitfahren, ein fliegender Fisch der Zeit und ein Zeitschafspelz. Ja, das klingt wirklich nach viel Arbeit. Keine Sorge, gemeinsam schaffen wir das schon. Okay. Aber sowas von. Die Göttinnenstatue? Das ist ein Schmetterling. Ah. So. Reveria baut auf der strahlenden Kraft aller auf, die hier ihr Leben führen. Kämpft für den Schutz der Menschen und der Natur, für Harmonie in der Welt, sodass sich alle sorgenfrei ihrer Arbeit widmen können und sich gegenseitig Kraft geben können. Jedes Leben trägt seinen Teil dazu bei, die Zukunft zu gestalten und ist unabkömmlich. Versammelt die Kräfte von 14 Leben und lasst die Welt neu erstrahlen. Jawohl. Okeli-Dokeli, gehe zu Rem. Ja, okay. Fragen wir am besten Rem, aber zuerst müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Guck mal, hier stehen überall diese blauen Blümchen da. Jetzt stehen sie nicht mehr da.
Und wenn wir schon mal dabei sind, ich will das auch mal gucken. Und zwar will ich gucken, ob ich hier... Ich krieg dieses Wasserloch hier endlich zu, indem man abträgt. Ich tue das Wasser quasi abtragen. Aha. Interessant. Boah, das grenzt an Arbeit, aber okay. So. So, dann habe ich diese Wasserpuddel hier zu. Das sah halt doch dumm aus. Da fallen Leute rein, weißt du? So. Gut. Ja, nee, wir machen jetzt fix weiter. Weil wir wollen ja generell weiterkommen. So. Übrigens, also ich muss alle 14 Leben hochleveln. Oder haben halt. Oh. Also ich habe gerade Pino Kunugi dabei. Und als Kämpfer bin ich da. Das geht schon, das wird schon. Also ich fliege mit Knochi. Ich gehe natürlich in die Königsstadt Mythnia, wo ich auch gerade herkomme. Aber mein Gott, wir sind ja flexibel. Wir haben nämlich noch ein 15. Leben als Marathonläufer. Junge, ich habe Wadeln. Ich kann dir sagen. So, da ist es schon. Ach, das ging schnell. So, also. Ich habe herausgefunden, wo wir die Materialien auftreiben können. Aber was ist denn das da in deiner Tasche? Es strahlt eine unglaubliche Energie aus. Das ist mein Wullewuchs. Ach, eine Feder, stimmt. Wo habe ich denn die her? Eine Krähenfeder. Darf ich die mal kurz haben? Das kenne ich. Das sind Gigantien, die Burg. Was war denn das gerade für ein riesiges Stück Land? Ja, das war Gigantien, oder? Oh, ihr seid dort bereits gewesen? Ich habe in dem riesigen Schloss etwas gesehen. Ich glaube, das muss das Drachenherz gewesen sein. Und der schwarze Mini-Drache daneben hat bestimmt etwas mit dem Dunkeldrachen zu tun. Ich bin sicher, diese Feder ist der Schlüssel zu unserem Sieg. Wie wäre es, wenn wir diesen Kontinent, wenn wir zu diesem Kontinent gehen und das Schloss untersuchen? Okay. Dann beginnt wohl jetzt unser Abenteuer, auf dem wir die Materialien für das störende Zahnrad sammeln. Natürlich werden ich und Krümelchen euch begleiten. Los, gehen wir. Sammle Materialien fürs störende Zahnrad. Rem hat dir gesagt, wo du die Materialien bekommst. Es sieht so aus, als ob du die Hilfe verschiedener Leben brauchst, um die Materialien zu bekommen. Schau es dir unter was bisher geschah an. Uiuiui, guck mal, da habe ich wieder... Ah ja, das sind die offenen... So, wir gehen mal gucken. Besorge einen verborgenen Zeitstein. Das sieht mir nach Abbauen auf. Ah, Schürfer. Im Nordwesten der Königsstadt befindet sich eine Irrbaumhöhle. Besorge einen Zeitstamm. Da braucht man einen Holzfäller im Wiegenhain. Aha. Ein Zeitfahren. Und zwar als Farmer. Im Mund des Weißenbaums. Aha. Und einen fliegenden Fisch in der Heidi-Ho-Höhle auf der Tropianer-Inselkette. Ach, das sind die, die noch zu waren, die versperrt waren. Okay. Dann würde ich mal sagen... Der Moment. Zeit Schafpelz, Grotte der Prüfungen, Kratonia. Okay. Und was war jetzt... So. Was war jetzt aber das mit Gigantia, mit der Burg da? Da will ich jetzt einfach mal zuerst hinreißen, okay? Falsches Knopf. Da. Ich will nach Gigantien reisen. Ich will jetzt gucken, ob ich in diese Burg komme. Da war immer so ein Schutzwall drumherum um diese Burg. So, da drüben sehe ich sie schon. Da drüben sehe ich sie schon, die Burg. Hoppala. Naja. Habt ihr da drüben für ein Level? Könnt ihr mir das sagen? Level 17. Ich brauch mal, ich muss ein bisschen meine Leute, die ich dabei habe, hochgrinden. So. Aber grundsätzlich will ich da drüben hin. Sorry, aber da ist eine Eiche. Und wie ja jeder weiß, eine Stufe 12 Eiche, die habe ich mit einem Haps weggekriegt. Mit einem Schlag, mit einem Haps. Ja, ich habe so Hunger gehabt, habe ich eine ganze Eiche gefressen. Andere essen einen Besen, ich esse ganze Bäume. So, wo ist denn jetzt die Burg hin? Ja, sorry, aber das sind diese Wespen da, die werden mich hindern. Das wollen wir nicht. Komm her. So. Hat sich ausgebeamt. Da drüben wohl bei. Das sind schon Hoppelhäschen. Komm, die Hoppelhäschen lassen wir mal. Die hoppeln hier einfach rum, die machen uns nichts.
So, ein bisschen haben wir ja in Gigantia schon freigeschaltet. Nicht wirklich so viel, aber ein bisschen halt. Was ist das da eigentlich? Kann ich diesen Baum da fällen? Nee, schade eigentlich. Dafür kann ich die da fällen. So, da ist die Burg. Wo war denn der Zugang? Irgendwo gibt es eine Brücke, das weiß ich. Da drüben sieht es mir brückig aus. Oh, hopp. Ach, nicht ganz gereicht ist. So, wieder ein paar Wespen. So. Alles klar. Da ist der Zugang zur Brücke. Ja komm, Maistiere. Maistiere müssen auch dran glauben. Hör auf damit. So. Ich habe hier halt in Gigantia noch so viel zu tun. Das ist Wahnsinn. Huch, ich bin vorbeigelatscht. So, wir müssen ja hier... Geht weg, ihr Vögelchen. Wir müssen gucken, ob man da jetzt reinkommt. Ob das mit dieser Feder zu tun hat. Ich will das jetzt unbedingt wissen. So. Diese leuchtende Wand versperrt mir den Weg. Wo sie auch hergekommen ist, es muss einen Weg geben, sie zu entfernen. Vielleicht findet sich die Antwort, wenn ich viele dieser Schreine finden, die genauso leuchten. Ich dachte, ich komme da jetzt halt irgendwie rein. Nee. Ich muss also so mehr Kacke-Schreine finden. Da oben der zum Beispiel. Ja, aber... Ich habe übrigens schon wieder vergessen... Na komm her, du. Wie ist das? Sind die Leuchtenden, die ich schon aktiviert habe, oder... Oder nicht? Ja, ich lasse die jetzt mal in Ruhe hier. Da habe ich gar keine Bock auf euch. Ich will jetzt da oben schnell hingehen. Ich gehe jetzt da oben schnell hin. Guck mal, ob ich den aktiviert habe. Ach Mann, ich vergesse das doch immer. Was ist denn da unten los? Uah. Die sieht ja witzig aus. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier gute Bäume finden. So. Also, diese leuchtenden Kackehäufchen da, ne? Die gibt es in leuchtend und unleuchtend. Und eins davon ist, da waren wir schon drin und eins waren wir noch nicht drin. So, und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir hier schon mal waren. Das erkennst du da dran. Aha, hier waren wir noch nicht, siehst du? Oh, ein Holzfäller. Den kann ich noch gebrauchen. Dann gucken wir mal, was hier für eine Aufgabe ist. 400 oder höher. Ich bin 552, aber hallo. Jetzt muss ich wahrscheinlich... Das ist doch aber kein Holzfäller, was soll denn das? So, kriegen wir locker hin. Da kann ich auch ruhig nach der Schwachstelle suchen in aller Ruhe. Guck mal, wir haben hier 2 Minuten. Schwachstelle scheint da drüben. So, ich habe jetzt gedacht, dass das ein Holzfäller-Ding ist. Und nicht irgendwie ein Abwärtsdingens. Seltsam, oder? Naja, kein Problem für uns. So, komm her. Mit einem Schlag. So muss das sein, siehst du. Da drüben müssen wir hin. Zack. So, Stufe 1 geschafft. Und nun? Okay. Kein Ding. Kriegen wir auch hin. Aha, da hinten muss ich hin. Ich heb mir meinen Megaschlag auf. Ich gehe davon aus, dass es in der Stufe 3, hoppala, ein so Endgegnerstein gibt. Und deshalb hebe ich mir meinen Superschlag auf. Habe ich nicht richtig gehauen, ja? Da hätte ich hin müssen. Naja, geht auch so. So, Stufe 3. Guck, da gibt es jetzt wahrscheinlich ein... Ah, da, guck. Komm, wir machen da... Da fangen wir an. Und da verwende ich dann auch meinen Superschlag. Aber erst müssen wir gucken, dass ich auch richtig stehe. Da stehe richtig. Und zack, hier ist der Superschlag. Weg ist er. So, da drüben müssen wir hin. So, ich glaube, das kriegen wir ja wohl lockerstens hin.
Gar kein Problem. Müssen wir dann also alle Kackehäufchen finden, um das Tor freizuschalten, damit wir ins Schloss können? Muss ich überhaupt ins Schloss? Das ist eigentlich die Frage, weißt du? Er hat jetzt nicht explizit gesagt, dass ich da rein muss, sondern dass ich reingehen könnte. Oder so irgendwie, weißt du? So, ich habe alles geschafft. Da bin ich, ja. War gut, oder? War gut. Aber der hat doch eine Axt in der Hand und kein Schürferding. Und er ist aus Holz. Ein stattlicher Holzbär. Ja, es ist ein Holzfäller. Hilfe, Ulkling. Ich bin Bärhard, der Holzfäller. Und definitiv kein Bär. So wie ich jetzt aussehe, glaubst du mir das aber sicher nicht. Hätte nie gedacht, dass ich mal ein Holzbär sein würde. Hm. So. Okay, dann hatten wir das geschafft. Dann tun wir, weil ich es gesehen habe, gleich das andere Häufchen machen. So, das andere Häufchen war... Da hinten ist noch eins. Und noch eins. Aber das da, ich glaube, ich habe das da hinten gemeint, weil das ist relativ nah. Hä? Oh, da unten ist eine Kiste. Ja, mach mal Überfall auf die Kiste. Oh, die haut ab. Ja, dann machen wir keinen Überraschungsangriff. Hallo, Kiste. Komm her, bleib stehen. Ja, bleib stehen. Du dumme Kiste. Ist mir egal, ob du explodierst. Ich mach dich trotzdem fertig, Siste. Siste, ich mach dich fertig, du Kiste. So. Okay, war es eigentlich schon grundsätzlich... Oh, da ist ein Käfer. Ich weiß gar nicht, ob es grundsätzlich der richtige Weg war. Ja, doch. Oh, der muss dran glauben, aber nicht mit dem Schwert sein. Sorry. Ich muss ja hier ein bisschen aufleveln, hieß es ja. Also meine Leben. So. Oh, hab. Ein komisches Schaf. Komm, die machen wir platt. Kaschmir. Hallo, Kaschmir. So, da oben ist auch das Häufchen. Boah, mein Anglerleben habe ich sträflich vernachlässigt. Ich glaube, das könnte mir jetzt eventuell auf den Kopf fallen, sozusagen. Da drüben ist eine Schatzkiste, die holen wir uns zuerst. Da ist aber noch eine. Und da drüben ist noch Gold. Okay. Ich merke schon. Ich dachte, das wird hier so... ein Bronzehammer. Ich mit einem Bronzehammer. Bronzehammer haben wir schon. Kann ich sogar selbst bauen, so gut bin ich. So. Oh, Küchenutensilien kann ich jetzt bauen. So, da irgendwo war was zum Abbauen. Das müssen wir jetzt halt auch noch. Da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Nein, natürlich nicht mit dem Schwert draufkloppen, Mann. Schüfer sind wir schon Level 55. Das hat sich schon mal richtig rentiert, da letztens das Hochlevel, weißt du? So, falls ihr euch fragt, warum ich Rosi dabei habe. Erstens mal, weil sie total knuffig aussieht. Und zweitens mal, weil sie eine Erntefachfrau ist. Kann mir ja helfen dann. Das ist eine recht gute Idee. Und Konugi eigentlich, ja, so, ne? Gut. Na gut, dass wir drüber geredet haben. So, also, weiter geht's hier. In Kutai-Schrein. Oh, der sieht aber lustig aus. Wie soll ich denn da rüberkommen? Okay. Zeig ich mal hier. Also, ernsthaft jetzt. Schreinaufgabe Lichtpassage. Betritt jedes Feld und bring den Boden zum Leuchten. Betrittst du ein Feld jedoch zweimal, landest du wieder im Startpunkt. Also Vorsicht. Wenn du auf den Magiekreis gehst, wirst du zu einem anderen Magiekreis teleportiert. Nutze sie, um dich zwischen den Paneelen zu bewegen. Oh, nee. Ja, aber auch nee. Was ist das? Okay, pass auf. Das sieht noch relativ einfach aus. Dann laufe ich einfach einmal ganz außen rum. So. Und das ist dann der letzte. Ah, okay. Also das war einfach. So, Level 2. Hat man hier wieder ein Zeitlimit? Oh, ich bin gerade erschrocken. Ich dachte, ich hätte was Falsches gemacht. Nee, man hat hier kein Zeitlimit. Okay, pass auf.
Ja, das haben wir auch. Das kriegen wir auch hin. Ja, soweit so okay. Okay, ich habe 2 von 3 geschafft. Das ist mehr, als ich gedacht hätte, ohne Probleme, dass ich das geschafft habe. Weil es ist immer so ein bisschen kompliziert mit mir hier. So. Okay, da drüben ist relativ klar. Das kriegst du einzeln hin. Ja, aber das sieht auch recht einfach aus, wenn du mich fragst. Ja, guck. Ja, das ist ja eigentlich deutlich einfacher, als ich gedacht hätte. Ich will jetzt nicht zu sehr Mund aufreißen. Aber guck mal, das läuft sich ja von alleine. Ich hätte jetzt gedacht, das wird deutlich schwieriger. Uff, Glück gehabt. Nein, natürlich, das war schon richtig schwierig. Ich bin halt einfach nur der Brain, weißt du? Der Pinky und der Brain. Der Pinky und der Brain. So. Und was ist das? Ein Koala-Bärchen? Aber was ist das? Eine Näherin wahrscheinlich. Achso, ich kann jetzt da rüberlaufen. Flauschige Biberpuppe. Oh, Entschuldigung, ich dachte, du wärst ein Koala-Bär. Oh, auch eine Sägerin. Oh, schön, kann ich auch gebrauchen. Ich heiße Vera, ich arbeite mit meinen Brüdern, meinen Hunden Bibi und Baba als Schreinerin in Kastell. In diesem Zustand sehe ich niedlich aus, oder? Hey, es freut mich, denn ich liebe niedliche Dinge. Ja, aber du wirst trotzdem zurückverwandelt, so bald wie möglich. Okay, dann machen wir heute, das gibt dann dies hier die große Kackhaufen-Lösungsfolge. Ich werde es ja höchstwahrscheinlich nicht so nennen. Da hat YouTube was dagegen. Da drüben sehe ich nur ein Häufchen. Aber ich sehe hier 2 Türme, die noch nicht aktiviert sind. Okay, folgendes. Wir gehen zu diesem Turm darüber, aktivieren den und gehen dann weiter nach links zum anderen Turm, aktivieren den und dann zum einen Kackehäufchen und dann zum anderen Kackehäufchen. Okay, gut. Da ist noch ein Kackehäufchen. Da drüben ist vor allen Dingen... Was sind diese grünen Dreiecke da? Habe ich was verpasst? Ist halt auch noch ein Kack. Ich weiß, was ich gerade gesagt habe, aber ihr kennt mich. Das ist hier, das ist hier ADHS, das Spiel. Aber da drüben sind so grüne Dinger. Ich weiß nicht, was es ist. Ich muss doch das gucken. Da ist zumindest mal ein Kackehäufchen. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Nee, ich habe gerade keine Sekunde. Alles in Ordnung. Es gibt hier noch viel. Ich will jetzt zumindest... Oh, warte mal, da oben ist irgendwie was. Komme ich da hoch? Ja. So will dann... Jetzt habe ich mich schon 3-mal ablenken lassen. Also, was ist das? Rezept für Schild der Zeit. Brauche ich das? Keine Ahnung. Weißt du, da, diese grünen Dreiecke da. So. Nicht ablenken. Nicht noch mehr ablenken lassen. Sorry, natürlich lasse ich mich hier ablenken bis zum Get-No. Also der Yakil-Schrein. Alles klar. So, Yakil-Schrein. Heute, hier ist ja hier Schreine-Makers Live. Haha. Aber nicht alt. So, was gibt's? Schreinaufgabe Kampf. Besiege alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. Schaffst du das rechtzeitig, kannst du zum Ulkling vordringen. Ja, dürfte ich mal hinkriegen. Ich habe jetzt nicht viele Kampfleute dabei. Aber das kriegen wir schon hin, oder? Was sind denn das für lustige Hasen? Schon nie gesehen. Ich habe schon wieder... diesmal habe ich richtig getroffen. Zack. Erstmal, wir machen es uns erstmal einfach, ne? So, Stufe 1 geschafft. Och komm. Solange die jetzt nicht Stufe 50 oder so sind, mache ich mit euch kurz eine Stufe 40. Das ist auch nicht cool. So, erstmal die kleinen platt machen. Und dann zum Großen gehen. Komm her. 1, 2, nicht getroffen. 3. Schnell hinrollen. Und dann jetzt so auf ihn draufknüppeln, dass er nicht mehr aufsteht. Okay, er steht auf, aber nix da. Haha. So, siehst du. Gut. Okay. Level 45 Präriedrache. Ja, meine Energie. Sieht nicht gut aus. Junge, der hat mich... Ich hätte nicht erwartet, dass der 3 Angriffe macht, weißt du?
So, erstmal. So, ich hab ihn mal ein bisschen erwischt, so. Vorsicht, abhauen. Immer schön von hinten angreifen, aber ein bisschen nach. Dingsbumsen. Ein bisschen treffen tue ich ihn schon, aber nicht so viel wie gewünscht, ne? Ah, jetzt kann ich schön hinten in die Haxen hauen, so. Uah. Oh, der macht seine Superattacke, oder? Uah. Bleib du schön stehen. So, gucke. Jetzt haben wir ihn. Komm, wir haben ihn. Jawoll. So. Du dummer Drache, du. So, den haben wir ja wohl lockerstens. Ohne Probleme. Ja, ich habe aber auch keine Kämpferkollegen dabei. Das sind halt alles hier Handwerkskollegen so. Aber wir haben es ja hingekriegt. Hat ja gut gereicht, hat das ja. Siehst du? Eine pappige Schneefigur. Pappige Pappplakate. Guter Schnee und Schneekristalle. Bühne frei für Snow. Tada! Vielleicht nicht der richtige Augenblick für so eine Ankündigung, aber eigentlich bin ich ein Superstar. Wenn du das sagst, dann wird das so sein. So. Gucken wir mal. Also, Erinnerungen von jemandem kommen hereingeflossen. Ah, das ist wieder Xernes. Beziehungsweise damals noch Uchinaux oder noch Xernes, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du weißt es schon, aber ich bin kein gewöhnlicher Mensch. Ich wurde zwischen einem Menschen und einem Gott geboren. Somit bin ich weder das eine noch das andere. In der Himmelswelt werde ich geächtet und in der Menschenwelt werde ich gefürchtet. Egal in welcher Welt, ich bin stets alleine. Und wieso erzählst du mir das alles auf einmal? Weil ich jetzt an der Glocke bimmel. Es heißt, dass einem Glück widerfährt, wenn man diese Glocke läutet. Wer weiß, vielleicht ändert das auch etwas an meinem traurigen Schicksal. Und also, man sagt auch, dass, wenn zwei die Glocke zusammen läuten, wird das Glück noch viel größer. Daher will ich, dass wir das gemeinsam tun. Sag das doch gleich. Klar, mache ich gern. Übrigens weiß ich, was man noch über die Glocke sagt. Nämlich, dass diejenigen, die diese Glocke gemeinsam läuten, für immer zusammen sein werden. Was? Du wusstest das? Wieso hast du das nicht gesagt? Fass dir an die eigene Nase. Du hast doch selbst so getan, als wüsstest du es nicht. Und hör auf zu lachen. Ist das schon gut? Also los, läuten wir die Glocke. Man kann auch einfach sagen, willst du mit mir gehen? Ja, nein. Anstatt hier, komm, lass uns mal zusammen die Glocke läuten. Egal. Aber Glocke oder nicht, ich wäre ohnehin immer bei dir geblieben. Läute die Glocke. Läute die Glocke. Sie haben die Glocke nicht geläutet. Die Krähenfeder in meiner Tasche reagiert? Das Schloss auf Giganten ist verdächtig. Du solltest es dir näher anschauen. Ja. Moment. Okay. Natürlich gucken wir uns das jetzt halt an. Hieß das, ich muss nur einen bestimmten machen oder mehrere? Oder also der Wall ist auf jeden Fall weg. Ah, diese grünen Spitzen, das gehört zum Schloss. Oh, da ist die Kiste. 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 Bleib stehen, Kiste. Ah, ich hänge fest. Auf die Kiste. Bleib stehen. So. Einen Silberhammer gekriegt. Ja, aber ein bisschen ist da, aber pass auf. Also von unten komme ich nicht dran, aber über die Brücke dürfte doch gehen. Also gehen wir jetzt einfach nochmal hin. Ist ja nicht so, als wäre ich da nicht schon gewesen. Das ist noch eine Kiste? Bleib stehen. Boah, die ist aber schnell. Voll die Flitzekiste. Jetzt rennt die auch noch hier hoch. Au. Okay. Oh, die hat mir einen Ulkling da gelassen. Guck. Was sollte denn das jetzt? Ist da gar kein Ulkling rausgekommen, oder wie? So. Also, ich glaube, es ist etwas... Ich weiß halt nicht, ob es jetzt komplett gesenkt wurde. Da war doch die Brücke davon irgendwo, oder? Nicht, dass ich da jetzt falsch rumrenne.
Und das könnte hinhauen. Ich muss gucken. Looks like I'm up next. Doch, da ist die Brücke. Siehst du, da wollte ich hin. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf die Gegner, deshalb tue ich die jetzt relativ weiträumig umgehen. Ja, nee, also ganz unten ist es nicht. Aber ich muss doch gucken. Ich muss gucken, was passiert ist. So ein bisschen ist es unten. Die Herzfeste. Die Krähenfelder in deiner Tasche reagiert. Krähenfelder benutzen, ja. Oh, gucke. Oh, Jetzt können wir also rein. Ja, hier ist es dunkler als gedacht. Das macht es nicht gerade angenehmer. Ob im Inneren ein Bossgegner oder so auf uns wartet? hey, Pal. Dann mal los. Darfst gerne vorangehen. Wir sollten uns gut vorbereiten, falls wir wirklich kämpfen müssen. Ja, okay. Ich habe so das Gefühl, dass wir da drin kämpfen müssen. Okay, Leute. Aber für heute soll es das gewesen sein. Morgen werden wir die Herzfeste inspizieren und mal gucken, wie viel das wir kämpfen müssen. Ich werde vorher eventuell noch rumlatschen und ein bisschen mir eine Kämpfertruppe zusammenstellen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, oder? Dann würde ich mal sagen, Dankeschön und bis morgen, wenn wir uns die Herzfeste ganz fest ans Herz vorknöpfen. Okay? Ja, war eine gute Verabschiedung, oder? Ich finde schon.